Hallo zusammen, du bist Kranklitis oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Hoffentlich alles klar. Die erste kleine Info, was mich persönlich und ein paar wenige von euch auch wird freuen, ist, PS4 passt perfekt in den Games-Koffer rein. Und das ist natürlich optimal, um das Teil mit irgendjemandem herzunehmen. Ich habe schon befürchtet, dass ich das jetzt nur noch für die alten Konsolen brauchen kann. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Ich werde es dann noch ein bisschen austesten, aber er sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Jetzt, wieso dass ihr alle da seid? Weil das Unboxing beginnt ja auch beim Screech, nehme ich an. Der Link ist in der Beschreibung, wenn es schon da oben ist. Unten dran hat es so ein paar komische Erhöhungen, die auf der einen Seite fehlen. Am besten einen Karton drunter legen und dann könnt ihr mit Druck auf die glänzende Platte die Hingere ziehen. Der Mechanismus ist ein bisschen strange, aber eben, ihr müsst einfach ein bisschen drücken, es gibt ein bisschen schräge Geräusche und dann könnt ihr das Hingere ziehen. Ein paar Mal müssen üben. Dann hat es hier eine coole Playstation-Schraube, die ihr mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher aufmachen könnt. Und ja, das wäre die HD mit 4 Schrauben befestigt. Auch hier wieder der genau gleiche kleine Schraubenzieher. Meine war fast ein bisschen zu gross vorne. Also es ist wirklich ein feines Werkzeug, muss da vorhanden sein. Und dann könnt ihr das Ding rausnehmen. Und ich habe jetzt hier so eine Samsung SSD eben geholt. Ich kann die wiederum auch schön reinmontieren. Und die Schrauben haben den Vorteil, der Anschluss hinten ist ja normiert, glaube ich, die Höhe. Und die Schrauben garantieren auch, dass wiederum der Port vor PS4 die SSD gut aufnehmen kann. Das Zeug wieder reinschrauben, schön vorsichtig. Es ist halt nichtsdestotrotz eine Festplatte, ein Speicher und der soll natürlich in keinster Form beschädigt werden. Das Zeug auch gut anziehen, dass es gut befestigt ist und dann könnt ihr das hier reinschieben. Und ja, wie gesagt, ich musste ein bisschen üben, bis ich das Teil reingebracht habe. Ich habe noch ein bisschen Vergleiche gemacht und alles zusammen. Und irgendwie hat es am Anfang nicht so gefunzt, besser gesagt. Funken kann man ja zum Glück nicht. Das wäre natürlich chillig, wenn man die HD einfach wireless nebendran legen kann. Aber es ist auch schon sehr cool, dass man es überhaupt ausbauen kann und eben andere reintun. Ich habe noch ein bisschen gecheckt, wie es aussieht mit dem Port und ja, es hat einfach irgendwie nicht passen und da ist wirklich wichtig, nicht zu fest murksen, weil es wäre ganz schade, wenn ihr hinter diesen Port demoliert. Man kann auf der Seite so ein bisschen reinleuchten und zum Glück gibt es hier immer ein schönes Taschenlämpchen bei den heutigen Handys und da kann man sich das Zeug mal ein bisschen anschauen. Und ich habe dann gesehen, dass es eigentlich an und für sich schon passen wird. Und ich weiß auch nicht genau, was ich hier anders gemacht habe. Plötzlich ist das Teil reingeslidet vom Schönsten. Kann er natürlich wieder mit der Schraube befestigt werden. Das ist sehr wichtig, weil wenn jetzt die rausrutschen während dem Betrieb, das wäre relativ verheerend für eure Spülerstange auf jeden Fall und vermutlich für das ganze Betriebssystem. Noch einmal schnell geschaut, ob das wirklich schön sitzt und dann könnt ihr das wieder draufstecken und zurückdrücken und schnell ein bisschen bützerlen. Und ja, das wär's gewesen. Wichtig ist jetzt einfach, dass ihr auf einem USB-Stick, der Link, der Screech hat über das auch ein Video gemacht, ist in der Beschreibung, dass ihr auf einem USB-Stick Firmware von PlayStation drauf habt, das könnt ihr runterladen. Und dann könnt ihr eure PS4 über den USB-Stick auf die neue HD eigentlich die Software, die nötige, installieren. Das Licht ist eben schon noch fancy. Und dann geht das ein Zeitchen. Ja. Ich höre jetzt hier noch ein bisschen trüllen und laufen. Für mich war es sehr interessant, die letzten 12 Stunden so ein bisschen mit den Leuten zu kommunizieren, die auf der Suche waren, erfolgreich oder zum Teil auch nicht erfolgreich leider, die noch eine Playstation 4 haben ergattern. Und ja, ich bin jetzt in dem Sinne in der glücklichen Lage, dass ich auf die richtigen, in dem Sinne Vorbestellerfirmen gesetzt habe. Und ja, ich muss sagen, es sind wirklich zwei, sie wirken schon so ein bisschen, keine Ahnung, zukunftsweisender als jetzt die alten Konsolen. Das ist ja logisch, auch so ein bisschen vom Design und das Knight Rider Licht für PS4. Es ist eben schon noch cool und das zeigt auch, dass beide wirklich ein HDMI-Kabel dabei haben. Das war eine Zeit bei den älteren Konsolen nicht der Fall gewesen und teilweise immer noch nicht. Und ja, sogar das bei Xbox sollte 4K-Bilder unterstützen, wobei das ist ja noch in sehr, sehr weiter Zukunft. Dann ist es so, dass das Xbox-Headset, das dabei ist einigermaßen ja, okay. Und das von PlayStation 4 ist halt einfach nur so ein Ohrstöpsel. Aber immerhin ist etwas dabei bei beiden. Das heisst, online wird man jetzt vielleicht ein paar Leute mehr hören texten. Ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist, kann jeder selber entscheiden. PS4 ist einfach sehr, sehr stylisch im Gesamten, auch wie sie verpackt ist. Und
ja, auch der Look, der so schräg ist, weil schlussendlich ist es ja eigentlich auch noch ein viereckiger Kasten. Wenn man sie so nebeneinander anschaut, sind sie relativ ähnlich, eben auch mit dieser einerseits glänzenden Fläche und die andere halt eher matt, aber Sony ist da noch einen Schritt weiter gegangen und eben mit diesen schrägen Kanten, ich finde es stylisch, auch wie es hinten rausblaut und so. Es ist eine gute Sache, es ist ein kompaktes Teil und ja, jedem das Seine ist klar, es spricht einfach für PS4, dass sie günstiger ist und dass sie momentan einfach scheinbar mehr Power hat. Aber was sagt das schon aus? Ich habe jetzt mit beiden relativ viel Spass gehabt mit diesen Start-Games. Aber werden wir jetzt über das Weekend auch noch ein bisschen vertiefen. Das war es von meiner Seite. Das Material ist mir schon ausgegangen. Und ja, denen, die eine ergattert haben, viel Spass beim Zocken und den anderen, vielleicht könnt ihr irgendjemand zu Besuch gehen und euch das reinziehen. Macht's gut, schön zusammen.